Also Mission dauert doch länger als erwartet, Leute. Willkommen zurück und ja, ihr seht schon überall rot, blau, rot, blau. Aber es muss sein, weil ich darf nicht zulassen, dass die draufgehen. Zumindest für die Bonuspunkte. Die normalen Priester sind kein Problem, weil die können nur heilen. Aber halt, teilweise gibt es noch die Typen hier mit Blitz und darf natürlich auch keine Fernwaffen haben. Und dem hier natürlich auch nicht daneben stehen. Also ist echt ein bisschen doof hier. Dass ich irgendwie so durchschlängeln muss. Naja. Das macht nix, Chill hat zu viel Resistenz. Alia ebenso. Auch da kannst du nichts ausrichten. Bei ihm genauso. Jetzt müsste eigentlich noch der Typ mit dem Elfenwind kommen. Der wird vielleicht Schaden machen, ist mir aber egal. Und dann gehen wir nachher alle auf den letzten Typen los, sprich auf den Big Boss da. Alia, du hast, du hast Uniwacht drauf! Gut. Wollten sagen, nee, kann er trotzdem treffen. Nee, kann natürlich auch nichts. Es bringt nichts. So, Alia, bitte kurz, nicht angreifen, so wahnsinnig. Kannst bitte mal kurz heilen. Erholung ist so übertrieben, aber es gibt prima Erfahrungspunkte. Ja! Ja! Gut, bei dir spielt es keine Rolle. Doch, ein Stahlschlag, genau, spielt trotzdem eine Rolle. Hilfe. Dann kann Rolf nicht hier hinstellen, weil sonst, das ist natürlich... Könnt natürlich auf Massias Position, könnt ihr ihn killen. Aber schafft er sicher nicht. Jetzt haben wir also den da, wa? Kurz vom Level Up. Er hat ja endlich mal Rang A erreicht, wa? Ne, eben noch nicht. Ja, machst du ihn platt. So, sehr schön. Massier kommt das mit dem Eisenschwert hier hin, das passt. Jetzt kann ich noch einen hier hinstellen, weil wegen der Entfernung und so weiter passt das auch. Seahawk vielleicht, ja, ich schicke ihn mal hin. Dann greift ihn keiner an, er kann aber trotzdem überall reagieren. Sehr schön, jetzt kann ich dummerweise keinen mehr voranstellen. Kevin würde noch gehen, mit zu wenig Resistenz, der macht sich bloß selber weh. Macht mir weh. Entschuldigung. Und ja, Problem ist natürlich mit Magiern, ich habe hier zwei Priester mit Schweigen. Das ist ja auch doof. Tja, mal gucken, wa? Ist bloß noch der große böse Fiesling hier. Das ist ja ein Krieger, aber den dürfte ich eigentlich locker wegkriegen. Ich muss die mir aus dem Weg räumen. Die gehen mir auch auf die Nerven. No damage, Mann, nee, das macht keinen Damage, ey. Problem ist, Jörg kommt nicht hin zu ihm. Also ich muss zumindest den irgendwie wegschleudern. Kannst du das irgendwie den wegstoßen? Okay, das wird gehen. Dann ist halt jetzt die Frage noch, Ike, kannst du von hier hinten aus mit Donnerschwert ihm eins rein? Wow. Okay, das wird gehen. Er bewegt sich eh nicht, wa? Oder hat einen Meisterbogen, scheiße. Also lieber heute als morgen killen. Gut. Ike, bitte. Schlag zu! Ihr seid weit gekommen, nicht wahr? Und jetzt sagen wir mal, wie viele von den jämmerlichen Priestern ihr getötet musstet, um bis hierher zu kommen? Sagt schon, 5 mehr? Die sind ja recht teuer, können bestimmt 10 oder so umbringen, ohne außer Atem zu geraten. Kämpft wie ein Mann. Wir haben gar keinen gekillt, übrigens. Das war das Ziel davon, dass wir keinen killen. Nein, ich brauche so endlos lange für ein verdammtes Waffenlevel A. Das haben wir nicht zu fassen. Ja, endlich mal! Alter, da hat schon gar nichts mehr. So, Rolf, jetzt könntest du ihm theoretisch einen Weitbogen noch eins reinzwirbeln. Wird doch geil waren irgendwie. Langbogen. Ah.
Gut, hab schon kapiert. Rolfs Killer, jo, der killt. Rolfs Bogen killt weniger, ich mach Rolfs Killer, wa? Rolfi Bolfi ist hier der Super Dolfi. Hey, ihr weibischen Roben! Sobald ich heute noch einen Kratzer bekomme, halte mich besser. Schade, hat auf einen Critical gehofft. Naja, man kann nicht alles haben. Als der Euro, bitte weg damit, dann kannst du wirkenden Anstoß setzen. Oh, und jetzt bist du Geschichte. Ne, nicht nochmal Fortuna, aber eine Lektion gelernt. Verdammter Mist, ey. Toll, wenn er mich trifft, bin ich weg. Ich komm, mach Silberschwert. Ja, ist besser. Und Critical und weg. So ein goldenes Ganz. Bring das goldene Masterschwert. Mehr Priester rufen sollen oder ein paar Weiber für die letzten Stunden. Naja. Jo, Mann. So, war's das? Jo, wir haben's geschafft, Freunde. Vielen, vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Soldaten einer feindlichen Nation retten würden. Auf keinen Fall hätten wir unschuldige Priester angegriffen, die zu diesem Kampf gezwungen wurden. Vater, wir tragen keine Feindseligkeit gegen das Königreich Dänen selbst. Vater? So nennt uns uns. Ach so, Vater, ich dachte gerade schon, hä? Aber ja, ich bin um Verzeihung, dürfte ich heute bitte einen Namen erfahren? Alicia Riddle Creamier. Ich bin die einzige Überlebende der Königin Familie von Creamier. Oh, ihr. Lass uns dankbar sein, dass ihr am Leben seid und es euch gut geht. Und bitte, habt doch Verständnis für uns. Es gibt ja viele Dänen, die die Handlungen des Königs nicht unterstützen. Ich verstehe. Ich auch. Junger General, dies ist für euch. Bitte? Als Dank für die Rettung unserer Leben. Der Schererstab, geil! Der muss übelst mächtig sein, hey. Weil dafür hat es sich hoffentlich alles gelohnt. Wir sollten uns in Ordnung genauer anschauen. Wie Lord Ike, darf ich euch begleiten? Klar, warum nicht? Jeder, Ike, wo bist du? Ali, ich bin hier. Ike, hier entlang, schnell, wo sind die Schwierigkeiten? Was? Was ist denn schon los? Wason, was ist denn? So ist es, als er diesen Raum betreten hat. Er starrt einfach die Wände an. Wason? Was ist das? Jede Wand zeigt das gleiche Muster. Das ist kein Muster, das ist eine alte Sprache. Alle Gesänge und Sprüche und magischen Schriften sind auf diese Weise geschrieben. Kannst du das lesen, Sowen? Manches ja, aber nicht alles. Sprüche sind nicht immer einfach gehalten, aber dies hier ist eine komplexe Erzählung. Ich denke, Prince Wason könnte es lesen. Ich wette, das ist dieselbe Sprache, die Lynn spricht. Das stimmt, es ist die Sprache der Sowenes. Ihre Gesänge sind ebenfalls alle in dieser Sprache verfasst. Also liest Wason, was auf den Wänden geschrieben steht? So scheint es. Von in Ruhe lassen? Hier ist viel geschrieben, das kann Stunden dauern. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, okay, lass in Ruhe. Ike! Ja? Soweit ich verstehe, wurde vor langer Zeit eine Person in diesem Raum eingesperrt. Du weißt auch, wer es war, oder? Ich kann nicht genug von den Schriften lesen, aber ich habe diesen im Bett gefunden. Ist das? Ich vermute, es hat demjenigen, der hier eingesperrt war, wer es auch gewesen sein mag, gehört. Ich entschuldige mich, ich habe viel eurer Zeit in Anspruch genommen. Wason, ihr seht schlecht aus. Warum ruht ihr euch nicht ein wenig aus? Nein, mir geht es gut. Wichtiger ist, dass wir reden. Den Eigentümer dieser Feder? Stammt sie aus dem Raum? Sowen hat sie gefunden. Wem gehörte sie? Lilia, meiner älteren Schwester. Die Schriften an den Wänden stammen von ihr. Ihr habt auch eine ältere Schwester? Möchtet ihr uns von ihr erzählen? Sie wurde vor 20 Jahren in der Nacht des Massakers an Sowenes entführt. Ich dachte immer, Lilia wäre wie meine anderen Geschwister ermordet worden. Das habe ich bis heute geglaubt. Wer hat sie entführt? Die Wände erzählen nur, es sei ein großer Mensch gewesen. Sie vermutlich nie herausgefunden, wer es war. Er hat ihr einen Schatz des Clans gegeben und von ihr verlangt, sie soll das Ding, welches in seinem Inneren verborgen war, mit ihrer Magie zum neuen Leben erwecken. Er hat sie immer wieder dazu ermahnt, aber es war nutzlos. Lilia hat seine Forderung immer wieder abgelehnt. Da sie nicht über die Macht dazu verfügte. Jemand wollte den dunklen Gott wieder erwecken. Kurz nachdem sie hier gebracht worden war, wurde Lilia krank und ist zusammengebrochen.
Das überrascht mich nicht. Es war eine schreckliche Zeit. Ich war gefangen in diesem kleinen Raum, ohne Blick auf die Erde und den Himmel. Das ist schrecklich. Alia. Tut mir leid, ich fühle mich so traurig wegen Lilia und auch für Raisin. Ich bitte um Entschuldigung, lass mich fortfahren. Ein junger Bär kam in den Raum und kümmerte sich fortan um Lilia. Sie hatte bläuliche Haare und blaue Augen. Ihr Herz war für einen Bär ungewöhnlich rein. In der Zeit waren Lilia und sie Freundinnen und vertrauten einander. Moment mal, kann das sein? Lilia entschloss, ihre Hoffnung in diese Frau zu legen. Sie sprachen unterschiedliche Sprachen, aber daher dauerte dies einige Zeit. Aber irgendwann verstand die Björkfrau, was Lilia sagen wollte. Sie wollte den Schatz und auch den Gesang mitnehmen und aus dem Tempel fliehen. Bruder! Stand noch etwas anderes über die Björkfrau? Vielleicht ein Name? Bulle. Nach Sprachübersetzt heißt es vermutlich Elena. Ich wusste es, Mutter, es war unsere Mutter. Was? Bist du sicher? Der Name unserer Mutter war Elena. Genau wie ich hatte sie blaues Haar und ihre Augen waren ebenfalls blau. Raisin, das Objekt, welches ihr als Schatz eures Clans besandet habt, war es ein altes Bronzemedaillon? Woher wisst ihr das? Das Medaillon ist ein Andenken unserer Mutter, genau wie das Lied. Meine Eltern haben beide ihr Leben gegeben, um das Medaillon zu beschützen. Ike, ihr und Alia seid Elenas Kinder? Dann ist Lewins Medaillon hier? Nö, es wurde gestohlen von denen. Das ist unglaublich. Kann das alles Zufall sein? Um ehrlich zu sein, verstehe ich auch nicht alles, was hier passiert ist. Aber es ergibt alles einen Sinn. Alles passt zusammen. Ah! Hä? Alia! Das ist das Lied, aber die Melodie ist ein wenig anders, nicht wahr? Es ähnelt dem Gesang, den Raisin und Leon im Wald gesungen haben. Mutter hat es uns als Schlaflied vorgesungen. Es ist das Lied der Befreiung, das Lied, das Lilia Elena anvertraut hat. Aber ich habe das Medaillon getragen und fast im Namen das Lied gesungen und niemals ist etwas passiert. Die Magie wird durch die Macht des Sängers erweckt. Sie kann nicht von ihm freigesetzt werden. Das wahre Lied der Befreiung kann nur von einem Mädchen namens Altina gesungen werden. Lilia wollte von einer Mutter, dass sie diese Melodie zu Altina bringt. Das Medaillon an seinen Bestimmungsort zurückbringt, in den Wald von Serenes. Es wird alles immer klarer. Mein Vater ist aus denen geflohen, um meine Mutter zu beschützen, die das Medaillon bei sich trug. Ike, woher weißt du? Volker hat es mir erzählt. Er hat mir etwas über die Vergangenheit meines Vaters erzählt. Aber auch etwas über das Medaillon und den dunklen Gott. Du weißt also alles. König Ashna hat Lilia entführt, nicht wahr? Das wäre das letzte Teil des Puzzles. Der Mann, der meinen Vater schließlich doch gefunden hat, war ein Handlanger des Königs. Ike, willst du mir jetzt sagen, du weißt, wer Commander Grell umgebracht hat? Du hast niemals erwähnt. Wir dachten alle, sein Mörder wäre unbekannt. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß nicht. Ich fühlte mich nie danach, darüber zu erzählen. Der einen Soldat von denen? Wer war es? Wer ist der Mann, der Commander Grell getötet hat? Ike, sag es mir! Können wir das später besprechen? Oh, ja, natürlich. Bis jetzt haben wir alle für die Befreiung von Creamer gekämpft. Auch wenn wir nun hinzufügen, dass wir die Wiederweckung des dunklen Gottes stoppen und Commander Grills Mörder bestrafen wollen. Der Feind bleibt derselbe. Der König von denen und seine Handlanger sind es, die wir besiegen müssen. Es ist alles mysteriös, nicht wahr? Meine Raisin hat es schon einmal gesagt, aber kann es alles wirklich Zufall sein? Der Fall von Creamier, Ikes Eltern, der Tod von Raisins Schwester, jetzt hat es alles nach dem führen, dass er immer wieder mal erzählt wird und gar nicht mehr zu stoppen kann und langsam heißer wird. Diese stehen dann kämpfen. Ja, wir kämpfen zusammen, ist doch klar, also. So. Langsam mal gut hier, Freunde. Wenn so eine Entscheidung ist, werden wir ihr voller Respekt folgen. Es ist eine große Leistung, wenn wir schnell marschieren können und dabei die Gewissheit haben, dass uns jemand den Rücken frei hält. Wie ihr wünscht, möge das Glück auf Creamiers Seite stehen. Wenn ihr weitere Soldaten benötigt, gebt mir eine Nachricht. Wir werden dann so schnell wie möglich ausrücken. Ich verlasse mich drauf. Ja, ich mich auch. Und wie sieht's aus? Nächstes Kapitel und so? Nö. Ich will langsam ins Lager, verdammt! Die Informationen, die Ike im Palmeni-Tempel erhalten hat, führen ihn näher an die wahren Gründe von diesem Krieg heran. Die Ermordung der vorigen Hohepriester von Vetchen führte zu den Massakern in Serenes. Eine Prinzessin des Serenes wurde entführt, das Medaillon wurde gestohlen.
Ein komplexer Strang scheint all diese Ereignisse miteinander zu verbinden. Und seine einzelnen Fäden treten nun immer deutlicher hervor. Aschnads Motive liegen immer noch im Dunkeln, aber seine Silhouette lauert in den Schatten dieser Ereignisse. Eike ist im Tempel zurück und verzichtet auf alle Rechte, den zu regieren. Diese Rechte werden durch General Zelgius, der aus Spetschen gekommen ist, auf die Hohepriesterin selbst übertragen. Die Armee von Crimea nimmt eine weitere Truppe aus Spetschen auf und mit neuen Kräften marschiert sie zur Grenze zwischen denen und Crimea. Ihr nächstes Ziel ist die Rivenbrücke, eine massive Konstruktion, die beide Länder miteinander verbindet. Die Musik. Und damit regenfrei für Kapitel 23, der Brückenschlag. Cool. Milord Ike, habt ihr einen Moment Zeit? Natürlich, was gibt's denn jetzt schon wieder? Brücke sehen werden, Crimea. Ja. Ja, fort gewesen. Land so entfremdet. Es ist alles unwirklich. Das ist Smalltalk. Ist alles so groß. Ich denke, ihr habt recht. Wir aufgebrochen sind. Und ja, lange voller Mühen. Es sind viele Jahre vergangen. Yo. Ist alles schön, alles cool. Ja, mein liebes, süßes Crimea. Ja, liebe und süße. Da traut man sich kaum, ihn zu unterbrechen. Ihr sollt euch beide vielleicht allein lassen. Wer? Hey, Ike, wir sind immerhin lang genug am Leben geblieben, um uns hier wieder zu treffen, wa? Wir sind wohl Glückskinder. Ranulf. Milord Ranulf, wie schön auch wiederzusehen. Prinzessin Alicia, willkommen zu Hause. Ich würde ja einen Knicks machen, aber mit meinem Schweif sieht das lächerlich aus. Du bist richtig vergnügt und aufgekratzt, was ist denn los? Als ich Nachricht erhielt, dass Crimeas Armee die Hauptstadt von denen eingenommen hat, bin ich sofort losgelaufen, um euch alle zu begrüßen. Wie sieht's in Gallia aus? Ihr seid nicht in den Kämpfen mit den verwickelt, oder? Noch nicht. Was soll das denn heißen? Ein beschlossenes Unternehmen. Ja, aber wir kriegen Unterstützung. Das ist doch richtig geil. Man einen Teil davon zu bilden. Wie gesagt, Gallia ist hier, um euch zu unterstützen. Die Armee von Crimea wird stets im Mittelpunkt der Bemühungen stehen. Vergesst das nicht. Der König von Gallia ist wirklich sehr freundlich und großzügig. So wird es für Crimea möglich, sich die Siege, die wir erringen, auf ihre Fahnen zu schreiben. Und so etwas aus deinem Munde. Ich bin schockiert, dass du solche Feinheiten verstehst. Spuck's aus. Wer wissen, was hast du mit Ike gemacht? Ich kann nicht glauben, dass du dir das Recht herausnimmst, so mit mir zu sprechen. Unverschämtheit. War nur ein Witz. Tatsache ist es so, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, als wir in einer ähnlichen Situation Verstärkung aus Spetschen erhielten. Nicht wahr? Lalalala. Ja, wo oben alles zurück und so ist cool, aber jetzt bitte mal zurück ins Lager. Menschenskind, wir sind lang geschwafelt hier. Bundeserfahrungspunkt O77. Alter Schwede. Was? 19. Gang? Hä? Ah, nee, der war ja nicht 19. Gang, sondern Helden so. So, bist du hier? Ja. Hat ihr das Items verkauft? Commander Ike, was seid ihr denn nur mein Hübscher? Oh, Mist. Nee, nicht deine Schwester. Bist du deshalb hier, um dich vor ihr zu verstecken? Weißt du, jedes Mal, wenn diese Frau mich zu Gesicht bekommt, bedrängt sie mich, Mann. Es dauert Ewigkeit, bis sie mich wieder gehen lässt. Ich will mich verstecken, bis sie mich beruhigt hat. Hier wertvolle Zeit, jag sie fort. Warte, Sohn! Ike, Ikeline, wo bist du? Eime? Oh, Sohn, ich meine, was macht das so spät hier? Wo ist? Ike ist in einer Versammlung. Wenn du etwas in hast, kannst du zu mir gehen. Ich gebe es ihm dann später. Was soll ich nur tun? Der Stab ist sehr wertvoll. Mir ist so, was mir gefallen, wenn doch jemand... Naja. Das ist eine Schmiede, nicht wahr? Ein Sender stellt jedes Item, egal wie mitgenommen es auch ist, wieder vollständig erneuert. Ja, das stimmt. Wir kennen es ja doch aus. Ja, ich kann den Stab einsetzen. Cool, war. Ja, komm on, gib's endlich. Schmiede halten, geil, krieg nach Alia. Unterstützungsgespräche, wer will denn quatschen? Tauroneo mit Rolf. Josh? Nö, Rolf. Nö, kann nicht sein. Entschuldigung, ich dachte, du seist jemand anders. Wie heißt du, junger Mann? Rolf. Rolf, wa? Macht ein Kind wie du in diesem Ort.
Knopf für Kinder, ja, das ist ja... Ich habe keine Eltern mehr. Mein Vater ist verlassen, meine Mutter ist gestorben. Oh, entschuldige. Schon gut, Mann. Ich habe jetzt hier meine Familie. Meinem Sohn, Josh, mein Ältester. Josh ist erwachsen, aber er sah früher genauso aus wie du. Das ist lange her. Alle sind nie geworden. Ha, dummer alter Mann. Also, wo ist Josh jetzt? Keine Ahnung. Wieso nicht? Ja, bla bla bla. Naja, seine Frau hat ihn verlassen. So ein Trottel. So. Voll fies war. Deswegen gucken wir in den Stäben hier. Alter, aber auch S. Wollt ihr mich verarschen? Gut, dann wohl für später. Ich nehme noch... was nehmen wir jetzt hier mit? Schmiede wird zu früh. Vielleicht mal schweigen oder so. Ne, komm, mal was anderes. Ich mache... hole wieder ab. Einfach mal so... worthalber war. Magieschild aufbrauchen und so weiter. Ich muss ja dafür höheres Magielevel haben. Also Magielevel. Das ist eben noch erst B, verdammter Mist. Und er hat endlich... ja. Hat eben noch ein Item dabei, was er nicht braucht. Der ist Level B. Oh, natürlich noch geil für alle zum Trainieren. Aber für den Schluss noch, war. Ich weiß nicht, Leute. Geist, für... Wer braucht noch ein bisschen Magie? Ike nochmal, ein Donnerschwert und so. Kann nach mit Schmiede da aufrüsten. Wenn es mal tragen kann. Okay, bis Sowen, wobei bei ihm ist sowieso noch nicht Maximum war. Jetzt wäre Verschwendung bei ihm. Kali ist auch schon so hoch. Nee, kaum noch gibt's da ihm. So, oder 15 Magie, geil. Das gefällt doch, das gefällt. Jetzt, so, und mal gucken. Nimm doch noch mal einen Stahlbogen und so weiter. Noch mehr kann er gar nicht tragen, verdammt. Vor allem Lagusbogen, Kriegerbogen, auch alles C, war nicht erst D. Ja, mehr ist D. Verdammter Mist, das gibt's doch nicht. Wo ist eigentlich neue Einheit hin? Hallo? Wo ist der Ranulf? Okay, der kommt wohl erst. Gut, Leute, wir müssen mal ganz kurz gucken, was es im Handel gibt. Habe ich alles zur Genüge. Elfenwind war, aber gab zu wenig im Vorrat. So, da müssen wir sogar noch genug haben. Na gut, noch einmal einen rein, so. Noch eine Erneuerung, ja gut, kann ich noch einen Vorrat packen. Wie gesagt, ich habe genug Geld, von dem her kein Problem. Heilmittel auch noch, dass es keine Elixier zum Kaufen gibt. Was schmiede ich denn hier? Das ist eine gute Frage. Ein starkes Silberschwert für... Das wohl in Normalfeuern so schmieden kann. Das bringt's auch nicht. Vielleicht mal etwas, mal ganz kurz für Chill natürlich. Ein relativ hohes Level, alles in allem. A und C, wir sind eine Silberlanze für sie. Was ein bisschen Verschwendung aktuell. Ein bisschen Stahlaxt. Ja, das wäre gut. Das war für ihn schon, aber ja, wieso nicht? War machen wir mal eine fette Stahlaxt. Gewicht weniger, natürlich logisch. Crit auf 9, sehr schön. Jo, Namen braucht es keine, aber nö, passt. Können wir die Farben noch ein bisschen ändern. Der hat zu viele Waffen, ja, geht's am Vorrat. Er kann nur einmal schmieden, das ist doch doof.
So. Perfekt, noch ganz kurz gehen wir auf... wegen haben wir nichts mehr. Nehmen die zwei, dann bringt sie momentan eh nichts. Ja, machen wir Bonuspunkte. Dann haben wir wieder ein paar. Weil die Priester noch leben. Das sind doch echt Traumwerte, Leute. Ja, Ike sind weil so stark, aber muss er auch, will ja mit ihm unbedingt den Arsch und Dienst killen, sprich den schwarzen Ritter. Das mit der Ball auf 30 Minuten. Oh Mann, ja, kurze Parts hier ist sowieso nicht realistisch. Sehr schön, die Punkte, die auch erhöht werden sollen. Da waren wir ganz kurz. Ja, wäre Magie jetzt auf Stärke, wäre es perfekt. Mann, ey! Ja, können wir mit so ein bisschen austauschen, wa? So, also bei ihm, ich denke 15 ist ein ganz gutes Level. Mehr braucht er nicht. Das kann eigentlich Folge doch noch. Er kann mir so nicht. Aber ihn viel trainieren muss ich ja auch nicht. Der ist ja mehr für Tun und so weiter. Zum, naja, Westkill halt. Sehr schön. Magie wieder nicht mehr, wa? Rolf kriegt natürlich auch noch. Darf noch ein Meistersiegel tragen. Einsetzen noch nicht, da will noch ein bisschen warten. Vielleicht kriegt noch ein bisschen mehr Punkte raus. Können wir jetzt nochmal, wa? Wir können eigentlich echt den Rest noch für ihn einsetzen, aber nee, der Rest geht sowieso nicht. Da wird 3 Level, ja, 3 Level würden wir irgendwie rauskriegen, aber nee. Der Rest braucht momentan nix. Dann will man sagen, lassen wir es so, wa? Na gut, Kevin noch, komm. Ja, ein bisschen großzügig. Noch nichts auf Maximum. Okay, jetzt gesagt noch ganz kurz, gebe ich Rolf noch das Meistersiegel mit. So. Ich sagen, sonst noch irgendwo, wo glaube ich noch irgendwie, ja, wie Mars jetzt bei Sowen war. Gewitter kann er ja einsetzen, das ist immerhin Stufe 10. Soll ich mal eine Heilung ablegen? Auch immerhin A, also ist schon ziemlich Anstieg. Bulganone brauche ich auch A. Mensch, ey. Das sind so geile Attacken, aber auch alles A, das ist echt ein bisschen fies. Der für Khalil war. Dass sie mit Gewittern so angreift und dann... Ja, wo ist sie jetzt? Man könnte vielleicht bei ihr schneller auf nötige Stufe kommen, wa? Wisst ihr was, mache ich sogar? So, dann kann so nämlich weiterhin noch alles ein bisschen trainieren und so weiter. Klingt zwar ein bisschen doof und wird ihm auch, naja, nicht so recht sein, aber was soll's. Okay, Leute, ich muss sagen, mit diesem Bild, ja, gehen wir in die Pause. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal hier bei Fire Emblem Path of Radiance mit dem Super Lord Ike auf Stufe 10, der ja schon relativ stark ist, aber für den schwarzen Ritter schon reicht. Ich bezweifle es ein bisschen. Und zwar stark. Naja, bis dahin, tschüss.